Zu Lützeburg sind rund 50% von der Bevölkerung Ausländer. An so einem Land ist Integration ein Hauptthema. Dafür ist es wichtig, dass wir hier in der Chambre über Integration schwätzen. Ich will mir ganz bewusst einen kleinen Moment holen, am Anfang für etwas Persönliches zu sagen. Ich selber habe eine Familie mit Migrationshintergrund. Ich habe viele Jahre als Prof an einem Lycée geschafft, an einer Schule, wo die allermeisten Kinder auch einen Migrationshintergrund haben. Parallel sind schon immer ganz viele Vereine aktiv gewesen, ganz besonders an einem Fußballverein, wo ich auch schon lange Präsident bin, wo wir eigentlich auch eine ganz große Arbeit machen im Sinne von der Integration. Wie war so nicht am Anfang, weil Integration von denen Wörtern ist, die oft ganz sehr benutzt. Aber Integration ist am Anfang nicht abstrakt, Integration ist ganz konkret. Ihr seid in so einem Klassensaal, ihr seid in so einem Fußballterrain. Und ich gesehen auch viele gute Sachen. Ich gesehen, wie Freundschaften entstehen. Ich gesehen, wie Kinder sich finden. Und ich gesehen, wie Leute an Land rauswachsen, los, mit Erfolg, mehr reell. Aber ich gesehen noch, dass es oft schwer ist. Und ich denke da auch meinen Schwiegerpapa, den 1963 auf Lützeburg kam, als den heute nicht mehr lebt. Den ist mit 17 Jahren aus Sardinien gekommen, am Zug auf Stengefurt und da auf der Gare mit einer Wallis rausgeklommen. Wollte just mal kurz hinkommen. Und hat er geschafft, hat eine Familie gegründet und hat sein Leben bis zum Schluss gemacht. Hier selber war nicht wirklich integriert, aber seine Kinder, die waren nicht. Und da liegt für mich ein wichtiges Vorrecht, Integration als ganz tags ein intergenerationellen Prozess. Sie braucht Zeit, sie braucht Geduld, und sie braucht auch gute Willen. Und Integration geschieht nicht automatisch. Sie braucht Kader, sie braucht Strukturen, sie braucht Regeln, sie braucht Schulen, sie braucht Vereine, und sie braucht auch einen gemeinsamen Spruch. Und genau wenn du mir diese Interpellation gefragt, weil Lützeburg sich an den letzten Jahrzehnten so stark verändert hat, dass die Selbstverständlichkeiten nicht mehr durchgehen. Wir haben aktuell rund 690.000 Einwohner zu Lützeburg. All Jahre kommen unter dem Strich 10.000 bis 12.000 Leute zusätzlich bei. Am Hin als Bevölkerung sind 1980 bald verdoppelt. Und froh ist also nicht, ob wir für oder gegen Ausländer sind, mit froh ist, wie bleiben wir eine Gesellschaft? Wie bleiben wir zusammen? Und wie sorgen wir dafür, dass jeder, der hier lebt, auch wirklich Teil von diesem Land kann gehen? Das ist keine ideologische Frage, das ist eine zentrale Frage von diesem Staat. Und das Staatsfrage wird noch mehr deutlich, wenn man die Zusammensetzung von der Bevölkerung guckt. Bald Talschend von den Einwohnern okay Lützeburger Pass und auch Talschend von den Einwohnern am Land sind nicht hier zu Lützeburg geboren, wir haben im Ausland geboren. Und da hat einfach eine starke Entwicklung stattgefunden, wenn ihr bedenkt, dass nach Zeiten um Krieg ganz wenig Ausländer zu Lützeburg gewohnt haben. Das ist also auch nicht eine banale Opposition zwischen Hai und Draußen, mit jedem eine Gesellschaft, die immens divers ist, und gerade da, wenn es eine gemeinsame Kehr braucht. Und ich will euch ganz klar sehen, Lützeburg ist schon lange ein offenes Land, soll das doch so bleiben. Viele von den Leuten, die auf Lützeburg kommen, haben geschafft, haben Familie gegründet, haben Vereine mitgedroht, haben Betriebe aufgebaut, haben sich engagiert. Und gerade weil Lützeburg so offen ist, gerade weil wir Leute abholen, eine Chance gegen Perspektiven anbieten, dürfen wir auch etwas erwarten. Nicht viel, wie das Wichtigste, der Willen, Teil von dieser Gesellschaft zu gehen. Und offen zu sein heißt nicht, dass den Frage vom Zusammenhalt kann ignorieren. Offenheit braucht Orientierung und Offenheit braucht auch einen gemeinsamen Boden. Und das ist die Integration. Und die Integration, das ist ein Opfer. Ein stark Opfer. Sie sieht zu einem Mensch, den auf Lützeburg kennt, du kannst Teil von uns gehen. Nicht für immer ein Fremde bleiben, aber Teil von dieser Gesellschaft gehen. Aber wenn Integration ein Opfer ist, dann brauchst du auch eine Antwort. Und die Integration geht immer in zwei Richtungen.
Eine Gesellschaft muss bereit sein, Leute abzuholen, Chancen zu geben, an Dieren abzumachen. Die Integration funktioniert nicht mehr, wenn noch die andere Seite den Schritt möchte. Wenn der Willen da ist, sich anzubringen, Spruch zu lehren, an in diesem Land Deal zu holen. Und das ist keine Herausforderung, das ist eine logische Antwort auf ein Open Offer. Und die Integration ist doch nicht, dass sie seine Wurzeln aufschneidet. Das verlangt keiner. Die Integration heißt, dass wir eine gemeinsame Kehr haben. Einen gemeinsamen Spruch, gemeinsame Regeln, gemeinsam Plätze, eine gemeinsame Verantwortung. Und ich will betonen, Respekt für andere Kulturen heißt nicht, dass Lützeburg selber keine kulturelle Kehr mit dir finden. Wir haben Respekt für alle Kulturen, mir gerade, weil all Kultur Respekt verdient, die auch Lützeburg, sein Spruch, seine Geschichte, seine Werte und seine Identität echt holen. Ohne das gibt es keine Gesellschaft, weil da gibt es nicht mehr nach Leuten, die neben denen leben, aber nicht mit denen. Und wenn ich auf Lützeburg gucke, da gesehen ich, dass Integration lange Zeit über 3 große Piliere funktioniert hat. Die Schule, die Vereine und Spruch. Die Schule kann er zusammengebracht. Die Vereine haben aus nobren Equipe gemacht, Freundschaften, Gewunnechten, Verantwortung als ein Stern. Und Spruch hat das Ganze zusammengehalten. Diese 3 Piliere sind für mich heute noch richtig, das ist vielleicht ein bisschen romantisch, aber sie sind konkret. Da seid in einem Fußballverein alle Woche, Terrain fried keiner als echt, nur Pass, Originen oder Familien um. Da geht es um Zusammenspiel, Disziplin, Respekt, Präsenz. Und du lehrst den, ob ihn zu vertrauen. Gerade da, wenn es so ist, wenn der Staat echt meint mit Integration, da muss je nicht nur auf Ministerien und auf Broschüren gucken, man muss auch auf die Schulen, auf die Gemeinden, auf die Vereine und auf die Plätze gucken, wo das Land am Alltag zusammenkommt. Und das führt zum wichtigsten Punkt, das ist die Schule. Lützeburg hat einen Nationalspruch, einen Spruch vom Land, das ist Lützeburgisch, und darüber hinaus Lützeburg 3 Administrativsprachen, Lützeburgisch, Deutsch und Französisch. Und dafür haben wir auch das traditionelle Schulsystem von Klengemun auf Lützeburgisch, Deutsch und Französisch aufgebaut. Am Präkursen an der Spielschule auf Lützeburgisch und danach am Cycle 2 bis 4 geschieht die Alphabetisierung auf Deutsch, mit Französisch dabei. Und das alles ist ein gestärkt, mir auch ein ganz anspruchsvolles System, besonders für Kinder mit ganz anderen Spruchumfeldern daheim. Und das weiß auch ein Mensch, die Lützeburger 3-sprachige Schule als ein großer Vorteil, aber auch eine große Herausforderung für viele Schüler und auch für die Lützeburger Schüler. Wenn ich das echt hält, da kann ich nicht so machen, wie wenn Sprachfroh ein Detailfroh wäre. Das ist ein ganz wichtig Froh. Wir sehen, dass 12 Schüler immens stark an die Lut geht. Wir haben rund 120.000 Schüler an unserer Schule. Das sind bald 20.000 mehr wie nach 87 Jahren. Und parallel dazu, 2/3 von der Schulbevölkerung schwätzt daheim kein Lützeburgisch mehr. Das ist die Realität, an der eine Schule heute hier Integrationsaufgabe erfüllen muss. Und die Schule ist der wichtigste Integrationsmotor von diesem Land. Nicht nur ein Platz, wo Mathematik, Grammatik oder Geschichte gelehrt wird, sondern ein Platz, wo eine Gesellschaft sich selber weitergeht. Und du musst mir ehrlich sein, wenn in einem Land 2/3 von der Schulbevölkerung daheim nicht Lützeburgisch schwätzen, da geht die Schule als Platz, wo die Sprachen sich begegnen, mehr wichtig und nicht minder. Wenn 12 von den Schülern in kurzer Zeit stark klimmt, da klimmt auch den Druck auf das Lehrpersonal, auf Klassen, auf Bekleidung. Und dafür braucht Lützeburg eine Schulpolitik, die nicht klar den sozialen Zusammenhalt mitdenkt. Nicht just individuell Parcours, nicht just naiver neben den Nähen, aber auch der gemeinsame Raum, an dem eine Gesellschaft sich beginnt. Wenn die Schule nicht mehr zusammenbringt, da geht Integration am ganzen Land mehr schwer und da geht auch der Zusammenhalt an die Sozialkohäsion immer mehr verloren. Herr Präsident, ich will an dem Kontext doch fair bleiben. Die öffentlich international Offer ist nicht aus dem Nichts entstanden. Sie reagiert auf eine reelle Diversität von Familie, von Sprache, von Besoin. Sie ist am öffentlichen System gratis und ob für jedereen. Und auch an den europäischen Schulen wird Lützeburg nicht einfach ignoriert.
Offiziell wie wären Schüler a verschiedene Joergänge pur Stunden och Lützeburgisch an der Woche. Dat kann ich unerkennen. Migrat, weil ich auch fair bleiben, der ich auch zu seriös vorstellen. Funktioniert dat wirklich? Können die Kanner all Lützeburgisch schwätzen nur der Schule? Profen aus diese Lyceen haben für kurzem de Lützeburgisch Niveau bemängelt. Es gibt nicht genug gemerkt gehen und gibt am Anfang nicht wirklich funktionieren. Und die andere Frage, die sich stellt, ist, welche Auswirkungen hat die immer mehr breit international Opfer auf den gemeinsamen Schulraum? Und zwar sind deutlich, immer mehr Schüler gehen an öffentlich europäische Schulen und gehen auch die letzten Jahre nicht mehr nach so Lyceen abgemacht. Das weist, dass der Staat selber immer mehr verschiedene Schulwege organisiert. Dafür ist es legitim zu fragen, ob dabei nicht auch der gemeinsame Raum immer mehr klein wird. Und so eine besonders das, wir dürfen hier Konsequenzen auf den Zusammenhalt nicht ausblenden. Wer kann sich immer mal am selben System begegnen, da geht Integration nicht mehr einfach, da geht es ziemlich schwer. Genau da muss die Regierung hier Antworten finden. Und Spruch, Herr Präsident, mengen das dabei der Schlüssel. Lützeburg ist administrativ dreisprachig, aber Lützeburg ist als Nationalspruch. Und das ist kein folkloristisch Notiz, das ist eine politische Realität. In einer kleinen Nation ist Spruch nicht nur ein Mittel für Sätze zu bilden, sie ist auch das, was Erinnerung, Vertrauen, Nachbarschaft man nicht verbindet. Jean-Claude Juncker sagt schon 2002, hier gibt es sich wünschen, dass all die Leute, die auf Lützeburg leben kommen oder hier schaffen kommen, Lützeburger Spruch so gut beherrschen, dass sie sich an der Gesellschaft, an einem Beruf können verständigen. Und ich zitiere nach, die Menschen, die bei uns kommen, und auch die, die schon hier sind, müssen Gelegenheit kriegen, Lützeburg zu lehren. Der Staat und Betriebe müssen das eine gemeinsame Anstrengung sicherstellen. Lützeburger Spruch bleibt, geht immer mehr ein wichtiger Vektor von der Integration. Das war damals nicht extrem. Und das ist auch heute nicht extrem. Das ist am Punkt der gesunden Menschenverstand. Das ist nicht so, das ist nicht gegen den. Wir sagen, dass Lützeburg ein zentraler Integrationsspruch muss bleiben. An allen Ländern auf der Welt ist es normal, dass Spruch vom Land geschwärzt wird. Zu Lützeburg hat Lützeburg seinen natürlichen Platz. Das ist keine Ausgrenzung, das ist die Basis vom Zusammenleben. Das ist die offenste Form von Integration, die es gibt, weil jeder kann Spruch lernen, jeder kann sich so ausschaffen, jeder kann über Spruch mehr sehr an den Kern von dieser Gesellschaft heranwachsen. Wie wenn man das echt mengen, muss man auch Konsequenzen. Und ein Spruch lehrt den nicht als einem Slogan, ein Spruch lehrt den nicht als einer symbolischen Broschüre, ein Spruch lehrt den, wenn ihn sie hört, wenn ihn sie gesagt, weil ihn sie benutzt, aber weil ihn hier nicht aus dem Weg geht. Und da haben wir als Land eine Verantwortung, weil wir wissen alle gut sehr auf einer Sprache. Und wir benutzen als Spruch nicht genug. Für viele Leute, die auf Lützeburg kommen, ist das sogar unverständlich. Und sie sagen, wie sollen wir Lützeburg lehren, wenn dir selber es am Alltag so wenig benutzt? Und das wie an einem Boutique, wer den nicht an die Vitrine setzt, wird nicht gesehen, wird nicht angeholt. Und das gilt auch für einen Spruch. Wenn wir wollen, dass Lützeburg gelehrt und benutzt wird, dann müssen wir als Spruch weisen, wir müssen sie an die Vitrine setzen, sichtbar machen, ob Schilder, ob Nimm am öffentlichen Raum. Es muss in als Spruch gesehen, weil gesagt ist nicht genug, und dafür müssen wir präsent gehen. Und ich will eine Entwicklung ausschwätzen, die viele Leute am Alltag auch spüren. Es gibt immer mehr Situationen, wo nicht mehr die Leute, die auf Lützeburg kommen, sich und Spruch aufpassen, wie wo die Lützeburger sich aufpassen. Erleben das, dass sie an ihrem eigenen Land immer mehr nicht mehr Lützeburger schwätzen, weil es nicht mehr funktioniert am Alltag. Und das ist keine Kritik an einzelne Leute, das ist eine Entwicklung, die wir echt müssen hören. Das ist eine Integration à l'envers, die nicht so geschehen.
Und das ist eine Entwicklung, die wir observieren, und noch ein Los, wie ganz konkret Frankophonisierung vom Alldach. Und froh ist nicht, ob ihn das darf so, froh ist am Anfang, wie gehen wir da als Gesellschaft. Gleichzeitig sind noch vielleicht Welles Lützeburg zu lehren. Und die Kuren gehen pro Jahr rund 10.000 Ausschreibungen gezählt für Leute, die Welle Lützeburg lehren. Wir sind 10.000 Leute von 300.000. Das heißt, Partizipation ist noch immer relativ limitiert im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Ja, und die Leute sind bereit, sich mit Spruch und Land auseinanderzusetzen. Mit der Staat muss diese Bereitschaft mehr stark drohen, mehr flexibel machen und mehr nur in den Alltag bringen. Und das ist nicht nationalistisch, zu Lützeburg zu schwätzen. Das ist normal. Zu Lützeburg sind Platz, und das ist auch nicht gegen den. Das ist die beste Invitation für die Leute, die wollen kommen. Für einen gemeinsamen Spruch möchte aus Leuten, die neben den leben, eine Gesellschaft für Leute zusammen leben. Und wir wollen, dass Lützeburg gelehrt wird, und dafür müssen wir Lützeburger Spruch mittags schwätzen und mehr weisen. Herr Präsident, wenn ich über Integration schwätze, dann schwätze ich nicht nur über Rechte, ich schwätze noch über Verantwortung. Und der Staat hat halt Verantwortung, mehr Kuren bieten, mehr gemeinsam Schulen stärken, Gemengen und Vereine unterstützen und dafür sorgen, dass Lützeburg nicht immer mehr aus dem öffentlichen Raum zurückgedrückt wird. Mir auch die Leute, die langfristig leben wollen, haben eine Verantwortung. Für langfristig lebt, soll sich mehr gehen, Spruch zu lehren. Wir zwingen ja keinen, hinzukommen. Wir wollen dezidiert, heute zu leben, dann ist es normal, sich auch in diesem Land zu orientieren. Nicht gegen seine eigenen Wurzeln, sondern für eine gemeinsame Zukunft. Wer langfristig lebt, soll die Regeln und Werte von diesem Land respektieren. Aber wer langfristig lebt, soll nicht nur wirtschaftlich präsent sein, sondern auch gesellschaftlich. Und hier und da fängt das mit ganz einfachen Sachen an. Moin, Eddie, von Schlift, merci. Das sind kleine Wörter, aber sie sind große Signale. Sie weisen einen schmerzen Schritt auf das Land zu. Das heißt nicht, dass alle Menschen ihr Leben selbst feiert. Das heißt just, dass eine gemeinsame Mindestbasis da ist. Und zu der Mindestbasis gehören auch als grundlegende Werte Demokratie, Rechtsstaat, individuelle Freiheit, Respekt für unsere Person. Das Werte sind nicht verhandelbar, sie sind der Kader von dem, wie wir heute zusammenleben. Und ich will das ausdrücklich so, es muss zuletzt legitim sein, sich an die Zukunft von der eigenen Sprache, vom eigenen kulturellen Kader, vom sozialen Zusammenhalt Sorgen zu machen. Das ist keine Ausgrenzung, das ist auch keine Panik, das ist eine Verantwortung. Für nicht später müssen sie sagen, es hat den Zeichen, dem uns nicht erkannt. Für mich ist dafür gesagt, klar, wir wollen nicht Männer Offenheit. Wir wollen eine Offenheit, die Bestand hat. Wir wollen nicht eine Gesellschaft, wo die Leute nach ökonomisch Niveau funktionieren. Wir wollen eine Gesellschaft, wo Leute sich begegnen, verstehen und eine gemeinsame Kader teilen. Darum geht es heute. Herr Präsident, nach all dem, was ich gesagt habe, will ich der Regierung vier ganz konkret Fragen stellen. Erstens, wie definiert die Regierung überhaupt den konkreten Succès von einer Integrationspolitik? Welche Indikatoren benutzt sie dafür? Geht es nicht um Opfer oder geht es auch um Resultate, wie Sprachkompetenzen, gesellschaftliche Partizipation und Zusammenhalt? Ist zum Beispiel auch die Regierung bereit, ein systematisches Testen von der Sprache auszubauen, für zu wissen, zum Beispiel, wo kann er stehen, wie stark die Kompetenzen am Lützeburgischen sind, gerade auch für gezielt Hilfe zu proposieren. Zweitens, wie will die Regierung die Rolle vom Lützeburgischen als Integrationsspruch konkret stärken? An die Krechen, an der nonformellen Bildung, an den Verwaltungen, an überhaupt am öffentlichen Raum. Und das in einem Land, wie wir wissen, wo 2/3 von den Kanner nicht Lützeburgisch schwätzen. Drittens, wie evaluiert die Regierung die Auswirkungen von der starken Erweiterung von der öffentlichen internationalen Opfer auf den gemeinsamen Schulraum, auf die Begegnung zwischen den Kanner und damit auch auf den integrativen Effekt vom Bildungssystem, den eventuell da immer mehr stärkt.
ass du eng seriös transparent Evaluation vorgesehen. Viertens, wie will die Regierung Gemengen, Sportvereine, Musiken, Jugendvereine an die anderen Assoziationen besser unterstützen, die richtig konkret Integrationsarbeit all Woche Terra machen. Wie ein konkret Instrument da zusätzlich sind geplant. Weil wir wissen auch doch viele Vereine haben es schwer und immer mehr Vereine verschwonnen. Herr Präsident, ich stehe nicht für eine kleine Debatte, ich stehe für eine froh, die weit über die Haut rausgeht und geht um das, was das Gesellschaft zusammenhält. Wir wollen nicht mehr Offenheit, wir wollen Offenheit, die Bestand hat. Wir wollen nicht, dass Leute nie leben, wir wollen, dass sie sich begegnen, verstehen und zusammen ein Land trauen. An auch die Nationalität darf dabei nicht zu einem rein administrativen Akt gehen, sie soll eine Verbindung mit dem Land ausdrücken, mit seiner Spruch, seiner Geschichte, seinen Regeln und seinen Werten. Lützeburg darf kein Land gehen, das sprachlos geht, wenn es mit sich selber schwätzt. Wir brauchen Integration, wir brauchen Spruch, wir brauchen Gemeinsamkeit, nicht gegen den, mir für uns all. Für das jeder, den er lebt, nicht nur Heiers, wie auch wirklich Teil von diesem Land kann gehen. Herr Präsident, so nicht merci. Und ich habe nach 2 Motionen mitgebracht, die sich so weit gehen. Bei der Richter proposieren wir, Lützeburger Spruch zu stärken, sie mehr visibel zu machen am öffentlichen Raum, mich stark zu machen an den Administrationen, an den Schulen, an den internationalen Schulen, an den Krechen, bei den Sprachkursen und auch mit Kampagnen für die Benutzer vom Lützeburgischen zu fördern. Und der Zweite proposieren wir, für zu gucken, inwiefern Sprachen an den Krechen gefördert gehen, weil das unklar, wie viel Lützeburg benutzt wird. Und dabei ist das, wie ich gesagt habe, für Drohnen quasi der wichtigste hier will, für schon die Kanner die Chance zu gehen, so frei wie möglich Lützeburg zu lehren. Das war auch der Grund, wie 1997 der Präkurs angeführt ist, unter der Minister Scheniko Schöpsches, eben gerade für schon bei den Kanner von 3 Jahren Lützeburg zu fördern. Wir proposieren heute, dass die Situation vom Lützeburgischen an den Krechen analysiert wird, dass die Situation verbessert wird und dadurch für einen Spruch zu stärken und die Integration. So nicht merci.